bei mir ist es so, ich tue eigentlich immer am Montag, wo ich auch frei habe, vorkochen für die Woche. Da mache ich eigentlich immer sehr ähnliche Sachen. Also so die Menüs, die ich wirklich dann auch unter der Woche kann einverleiben. Genau. Und das tut mir vor allem einfach Zeit sparen, erstens. Und zweitens, also es ist nicht so ungesund und ich muss auch nicht immer überlegen, so, was koche ich jetzt heute Abend. Kannst du schnell also eben entweder aufwärmen oder wenn es irgendwie ein Quinoa-Salat ist, kannst du den kalt machen. Finde ich nice, genau. Und am Mittag ist es eigentlich ich bin ein Mensch, der recht viel das Gleiche isst, aber es finde ich auch irgendwie angenehm. Und ja, diese Woche habe ich jetzt Ferien, da tue ich jetzt nicht vorkochen, nehme es ein bisschen vorzu, finde, das soll auch drin liegen oder mal etwas kochen, wo ich dann in dem Moment Lust habe. Dann gehst du auch wirklich die Sachen posten, die du brauchst. Eben, wie gesagt, ist wirklich finanziell, so am Freitagabend, das ist so ein bisschen eben unser Abend, wo ich gerne mal eben entweder machen wir eine Pizza oder wir sagen, hey, wir gönnen uns irgendwie, ich weiss doch auch nicht, das, was alles zum Bestellen gibt, da kann man sich ja selber ein Bild machen. Aber voll. So ausnahmetechnisch finde ich es wirklich noch easy. Oder wenn es wirklich so ein Tag ist, wo man vielleicht einmal ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat und dann einfach wirklich froh ist, wenn man nicht noch muss. Und hat so die Lust, so am nächsten Tag nach Alkohol ist so, ja, Salätli ist jetzt schon nicht der Banger. Genau. Ja, darum, so. Ich glaube, der gesunde Mix von beidem. Genau. Ja, finde ich noch interessant. Erstens eben, da sind wir noch ähnlich so Gewohnheitsding. Ich bin auch ein mega Gewohnheitstier. Ich habe irgendwann angefangen, so Birchenmüsli essen zum Morgen. Das mache ich jeden Tag und ich hate es, wenn ich Käse habe, weißt, so voll in diesem Ding drin. Und das heisst, tust du dann auch, eben, du gehst ja ins Fitness und so, machst dann so Meal Prep-mäßig, also wirklich so Reis und Poulet. Nein, nicht Poulet, aber ich sage jetzt... sagen wir, bei mir ist ja, bei mir ist Tofu. Genau, Tofu, irgendwie noch Gemüse. Und dann tust du wirklich so, weißt du, ich sehe irgendwie so Bilder, wo es nachher so 7 Schälchen haben in dem Sinn. Machst du es in dem Stil? Voll. Genau. Ja, voll. Genau. Ist richtig, richtig... Ich meine, 2 Stunden Aufwand irgendwie zum Vorkochen und Posten und so, aber nachher bist du eigentlich die Woche durch hure froh, dass es das Gleiche ist. Ja, finde ich mega, oder? Ja, voll. Und das finde ich, genau. Und also, dann hast du eben auch nicht so, oder das Ding, wenn du dann schon weißt, du hast da dein Reis und Tofu schon im Kühlschrank, dann kommst du auch weniger auf die Idee, ich könnte jetzt eigentlich noch Pizza bestellen oder so ein bisschen. Ja, absolut, genau, ja. Das ist es so. Absolut, stimmt dazu. Und ich glaube eben, es vereinfacht es auch viel. Also es hat ein paar Vorteile, eben das Gesunde, auch das Geld. Es ist natürlich so am Montag, eben, wir haben Podcast am Montag, Gym am Montag, Vorkochen, Wäschen. Dann ist der Freitag, wo ich am Montag habe, gar nicht so viel Freizeit. Aber finde ich eigentlich auch noch easy, weil ich mache nichts Gescheiteres. Was würde ich am Handy hängen? Also, ja, voll. So, eben. Also, ja, genau. Hey, finde ich, ohne Scheiß, da hast du mich jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen inspiriert. Ich habe nämlich noch nichts gekauft für heute. Ich mache, glaube ich, jetzt ein bisschen, hole ein paar Tupperware. Mach genau absolut. Das. So mach genau das. Geil? Ja, sehr geil. Sehr geil. Gut. Gehen wir mit guter Laune und gefülltem Bauch rein. Gehen wir rein. Ein Kanton, 3 Teams. Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Turm, Grund, Wiese. Wir sind 3 Kollegen, die wöchentlich über die 3 Fußballclubs FC Winterthur, Grasshopper Club Zürich und der FC Zürich reden. Mit dem Raffi haben wir einen FCZ-Fan. Der Tim unterstützt seit über 2 Jahrzehnten den Club GC und mich, der David, sieht man am Wochenende auf der Schützenwiese in Winterthur. Danke fürs Zuhören und viel Spass mit der nächsten Episode. So, der Herr, der Spieltag 36 ist gespielt. Ja, wer hätte es gedacht? Der Kanton Zürich macht es uns nochmal richtig spannend. Dank einem Sieg von Vinti und einer Niederlage von GC wird es nochmal richtig heiß. Und das am Dienstagabend im Letzi zum Keller-Showdown. In der heutigen Episode reden wir über das Zürcher Derby und den Heimsieg auf der Schützi. Über verschiedene Gemütslagen bei den Fans, über verschiedene Rekorde und natürlich wie immer einen Ausblick auf die letzten 2 Spiele. Zuerst aber Tim, wie geht's dir? Hast du ein schönes Weekend gehabt? Hey, top. Ja, ich bin am Freitag habe ich am Abend noch meine Hochdruckreiniger-Session oder ja, Saga. Saga ist völlig übertrieben, aber das ist jetzt einfach abgeschlossen. Der letzte Grill ist jetzt auch noch dran gekommen. Und ja, es hat irgendwie gut an das Abschliessen. Ich merke das halt beim Grillieren. Es ist so wüst, wie viele Flecken. Und es gibt, glaube ich, nichts, was sich so einbrennt und einschafft in jegliche Materialien, wie halt einfach so, eben so Grillfett und so Zeug. Und ja, das war jetzt schon noch recht mühsam gewesen, muss ich sagen. Aber erledigt.
Und ja, ich muss sagen, ich habe dann am Samstag habe ich mir auch ein bisschen vorgenommen. Ich habe gemerkt in letzter Zeit, ich muss bald wieder mal eine Ferien einplanen. Ich bin immer so schlecht im Ferien einplanen. Auch jetzt, es ist Mitte Mai und ich merke so, Alter, ich habe ja noch gar keine Ferien genommen dieses Jahr. Wäre vielleicht mal Zeit. Spannend, spannend. Ich mache das immer im Oktober für das ganze nächste Jahr. Ah, Nein, wirklich? ich bin da so, Bist du ja, so? ja, das Okay. ist mir schon wichtig, ja, voll. Aber vielleicht auch eben mit der Freundin, auch, um sich ein bisschen absprechen, macht irgendwo auch Sinn. Ja, voll. Ja, genau. Ich muss auch ein bisschen schauen, dass ich ein bisschen vorausplanen, wie du das auch machst. Und ja, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen kaputt und so. Ich habe darum auch den Samstag wirklich ausgenutzt, um ein bisschen nichts zu machen. Wirklich einfach den Tag voll gechillt gehabt. Klar, noch ein bisschen draussen war, es war auch noch schön Wetter am Samstag. Und das Derby dann geschaut gehabt, natürlich auch. Genau. Und am Sonntag, also gestern, war wieder Geburtstagsparty. Wir haben es zieht sich immer ein bisschen durch, so unser Leben. Wir sind halt auch etwa gleich alt. Jetzt werden alle 30. Gestern Kollege, auch guter Kollege, Hörer, OG-Hörer da. In dem Sinne, er hat heute Geburtstag. Alles Gute, Alles Michael. Gute. Genau. Und ja, mega nice gewesen. Wir sind dann noch ein bisschen am Nachmittag. Die Sonne war da richtig schön am Nachmittag, da ein bisschen am See und so. Und dann ins Restaurant essen. Habe ich mir ein bisschen überteuerte Fischknusperli gegönnt, aber richtig geil gewesen, muss ich sagen. Fein, ja. Mit so einer richtig geilen Tartar-Sauce, muss ich sagen, das ist ja. reingegangen. Wow, ja, geil. Und weißt du, das finde ich auch noch spannend. Wir haben ja gerade, glaube letzte Woche oder vor 2 Wochen darüber geredet, dass du so erstaunlich nicht gross verkatert bist, oder? Nach dem Servet-Match. Und da habe ich so gesagt, das habe ich nie. Und mittlerweile muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, doch, habe ich immer mehr, dass ich wie so nach gestern denke, ja, also nicht, dass ich jetzt voll im Arsch bin oder so, aber so, ja, da will ich glaube schon Das könnte ich spüren. Und einfach null. Überhaupt nicht, wirklich. Als hätte ich gestern 3 Tassen Tee getrunken und noch irgendwie noch ein bisschen Honig drin, weißt du, zum Schlafen. Ist eigentlich kein gutes Zeichen, wenn man immer weniger Kater hat. Aber vielleicht haben wir es jetzt auch, vielleicht wird es ab 30 wieder besser. Wer weiß? Vielleicht sind es so 26 bis 30 die schwierigen Jahre und dann geht es wieder bergauf. Ja, das wäre natürlich schön. Entgegen dem, was alle sagen. Aber wir wollen es ja am eigenen Leib erfahren. Genau. Mega nice gewesen, wirklich ein schönes Weekend gehabt. Und ja, was hast du getrieben? Schön, ja, mein Weekend war auch herrlich. Wirklich ganz ein schönes Weekend. Freitagabend, welch ein Wunder, mit der Freundin, Pizzaabend. Samstag dann so ein bisschen also ich bin nicht ins Gym, ich habe ein Homeworkout gemacht. Ich hatte irgendwie so einen vollen Plan gehabt. Ich bin zum Coiffeur, natürlich eben dann auf die Schütze am Abend, wunderschönes Wetter genossen. Auch der Abend natürlich sehr, sehr positiv gewesen. Sonntag bin ich dann mit der Mutterseite Familie und der Freundin und so laufen, aufs Hörnli rauf. Auch recht Glück gehabt, noch mit dem Wetter. Am Abend hat es dann eigentlich geregnet, oder seitdem hat es geregnet. Wir haben aber wirklich noch schön so ein bisschen bewölkt, ein bisschen Sonne, gerade wirklich perfekt, um auf den Berg zu laufen. Weil so bei 30 Grad ist das dann eben auch nicht so geil. Voll. Ja, stimmt, eigentlich perfektes Wetter, ja. Voll. Nein, auch wirklich ganz einen schönen Tag gehabt, gute Gespräche und eben, ich habe wie gewusst, am Samstagabend habe ich ja nicht getrunken am Match, weil ich gewusst habe, hey, ja, es lohnt sich jetzt wie nicht, wenn ich am Sonntag will ich fit sein und ja, dabei gleich fast, hättest du ja gar keinen Kater mehr jetzt mit 30. Ja, nein, stimmt, du bist ja noch nicht 30. Mein das Fehler, ist es wahrscheinlich. Mein Fehler. ja, das ist es. Nein, und heute ja auch. Heute übrigens hat meine Mutter Geburtstag. An dieser Stelle auch neben dem Michael. Alles Gute, Mami. Genau. Voll. Und dann heute klassisch Fitness. Am Abend gehe ich dann ja noch Vaduz Aarau schauen. Freue mich sehr, ausverkauft. Geil. Das ist ja der Match. Ich habe das gar nicht gecheckt. Du hast so gesagt, ja, Vaduz Aarau. Und ich habe gedacht, du gehst ja irgendeinen Lumpen-Challenge-League-Match schauen, schon mal scouten für nächstes Jahr. Und dann ist mir heute in den Sinn gekommen, so, du gehst diesen Match schauen. Mega geil, wirklich. Der ist sehr wirklich, geil. Der freut mich sehr fest. Ja, das könnte... Also es ist so heiß. Wenn Vaduz gönnt, ist Vaduz fix da oben. Wenn Aarau gönnt, ist es nochmal richtig heiß. Eben, sie haben 2 Punkte Abstand. Richtig spannend in der Challenge League. Eben, wir sind richtig... also wir sind so wie auf der normalen Familientribüne, aber richtig Aarau-Fans, also richtig Auswärtskurve. Freue mich sehr, um die Stimmung auch als Neutrale mal zu beobachten. Oder nicht mit dem hohen Stress die ganze Zeit. Kommt dann nachher noch darauf zu reden, wegen Wind in Lausanne. Die ganze Zeit Puls da oben. Einfach mal
gemütlich beobachten. Genau. Voll. Ja, dann würde ich sagen, eben beide Spiele bei uns sind ja am 6 Uhr und bald geht es ja auch schon weiter, aber wir fangen an bei den Grasshoppers im letzten Grund, beziehungsweise beim Derby. Ja, voll. Nimm uns doch mit. Wie hast du dich darauf gefreut überhaupt auf das Spiel? Oder bist du so gewesen, kommt nicht drauf an? Ja, das ist natürlich eine gute Frage jetzt vor dem Derby dieser Woche. Ja, ich muss schon sagen, jetzt, wir wissen ja alle, was jetzt passiert ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal möglicherweise, ich glaube immer noch nicht wirklich daran, ehrlich gesagt, dass es nochmal wirklich heiß wird. Das werden wir dann natürlich noch alles besprechen. Aber ja, ich muss sagen, ich bin in dem Match also das Derby und auch der Kollege, der Michael, der Geburtstagsbub, der hat auch Lust. Er ist immer gehypt. Er sieht es immer positiv, kommt schon gut. Ja, jetzt haben wir ja das und jetzt ist ja noch das und die sind ja auch schlecht und so. Jetzt steht da der Papi Zeidler auf der Seite. Jetzt genau, wieder gut. Der Onkel Zeidler, genau. Ja, und er ist einfach, und sogar er hat gesagt, so, wow, auf das Derby ist er gerade null gehypt. Und ja, so ist es mir auch gegangen. Ich will damit eigentlich nicht so zu negativ im Pötte sein, aber ich muss einfach authentisch sozusagen bleiben. Es war mir selten egal gewesen, der Match. Voll. Ich habe mich dann schon gefreut, so das Derby und so, Derby-Sieg immer lässig und so. Aber ich hatte es besteht ja noch die Chance, eben das Gleiche wie aus Wintersicht, eigentlich genau das Gleiche gegenüber dem FCZ, wenn man jetzt das gönnt und sie dann noch zweimal verlieren und so. Aber da habe ich auch der Kollege hat das auch noch argumentiert. Und dann habe ich so gesagt, also, aber wieso geht sie jetzt 3-mal hintereinander gewinnen? Das passiert doch sicher nicht. Also weißt du, wenn du die ganze Saison und alles anschaust, das wäre ja ein Wunder. Darum bin ich in den Match rein und habe einfach gefunden, schalte jetzt mal ein und schau, was passiert. Oder? Mega neutral. Mhm. Okay. Spannend habe ich ja noch gefunden, dass es hat wieder jemand Neues sich in die Startaufstellung gefunden oder überhaupt ins Kader. Ich meine, ich weiss nicht, ob man die jetzt alle ein bisschen durchprobieren, weißt, die vielleicht vielversprechend sind. Wir haben es ja auch schon gehabt, dass 2 sind ja dann eingewechselt worden, erst gerade letzte. Heute war es der Rissi, Nico Rissi, Linksverteidiger, hat zum ersten Mal gespielt, habe ich nicht gekannt. Und da habe ich gedacht, geil. Oder immer cool, ein Junge, oder denkst du so, ja, der kommt von der U21 oder vielleicht sogar von der U19, so ein 17-jähriger, mega Talent. Sehe ich, nein, er ist 22. Denke ja, ich so, okay. Ja, sehe ich. Okay. Wie sind wir in diese Situation gekommen, dass der spielt? Wer ist das? Und ja, ich checke null. Aber ja, du... Auf jeden Fall. Hat aber einen riesen Save auf der Linie. Hat eine richtig krasse Aktion gehabt. Aber ja, verstehe ich. So, wer bist du? Ja, also verstehe mich nicht falsch. Es geht mir nicht darum, irgendwie ihn zu haten oder irgendwie zu sagen, was bist denn du für einen und so. Das meine ich eigentlich nicht. Ich meine mehr, wie ist die Situation entstanden, dass jetzt der bei GC jetzt 3 Spieltage vor Schluss als Linksverteidiger und er ist 22, von wo kommt der? Und einfach ein bisschen komisch, oder? Voll. Ja, verstehe ich. Aber ja, ich finde wirklich auch, er hat eigentlich relativ gut gespielt. Eigentlich relativ souverän, ist jetzt überhaupt nicht abgefallen. Eben hat eine absolute Top-Save gemacht, als letztes Mal auf der Linie noch geklärt, per Kopf. Also wirklich ist mir eigentlich eher positiv aufgefallen als etwas anderes. Schön. Mhm. Genau, ich bin jetzt gespannt, ob er es jetzt sozusagen schafft, dass er jetzt reinbleiben kann und nochmal spielen kann, die nächsten Spiele. Die anderen 2 sind jetzt nicht mal mehr auf der Bank gewesen. Ich weiss auch nicht, was hat irgendwie nicht gelangt. Papic. Ja, voll. Der Papic, genau, das war es ja, der Papic. Genau. Ich habe vorhin noch den Namen gesucht, ja. Das ist eine recht einfache Brücke für diesen Podcast. Aber ja, eigentlich schon, ja. Aber jetzt weiss ich es. Ja, genau. So viel, das war vielleicht ein bisschen spezieller gewesen. Jetzt erst mal unter dem Zeidler. Der Rest hat eigentlich relativ ähnlich ausgesehen, wie man es kennt. Zimba hat den Vorzug bekommen im Sturm, was sich sicher gelohnt hat. Er hat dann ja auch ein bisschen gegen den Spielverlauf, muss man schon sagen, das 1:0 erzielt in der 35. Ich weiss nicht, du hast ja den Match natürlich nicht selber geschaut.
weil du ja Winter geschaut hast. Die Zusammenfassung hast du gesehen, gehabt? Ja, ich habe gesehen, dass er richtig Südkurve gerannt ist und gejubelt hat. Hast du das auch gesehen? Er hat ganz klar zu der Südkurve geschaut, oder? Ist das jetzt irgendwie Tradition? Muss man das jetzt machen? Ich check's nicht, Alter. Alle, die jubeln, rennen zu den gegnerischen Fans und zeigen drauf. Und ich glaube, noch einen Bierbecher habe ich in der Zusammenfassung gesehen, ja, genau. Fliegen zu kommen. Ja. Hey, mega lustig, dass dir das auffällt. Es hat mich so Wunder genommen, ob du das von dir selber sozusagen auch gesehen hast. Und ja, ich denke, eben, ich habe das doch eben schon vor einem Monat haben wir das schon besprochen. Ich habe das Gefühl, das ändert sich irgendwie einfach, dass jetzt die Spieler so das Gefühl haben, so, sie müssen die ganze Zeit noch irgendeins auswischen. Und eben, das ist für mich so ein bisschen Social-Media-Style. Oder so. Auch die weißt, so, ich glaube, so, die Generation der jungen Spieler ist sich voll bewusst so der Bildsprache, weißt, was Bilder bedeuten. Das war ja schon immer wichtig in der Politik und so, oder so Bild. Oder jeder kennt noch, wo der Trump da irgendwie angeschossen worden ist und das Bild ist nachher so durch die Welt und so, oder? So Zeug. Und ich habe das Gefühl, die sind sich dem viel mehr bewusst als frühere Generationen und so, ja, und da noch provozieren und die haben ja auch und online ist noch das und jetzt ist die Kamera auf mich, weißt du, so. Voll. Aber wie meinst du, so fast aus Marketingzwecken oder für das eigene Team? Oder was meinst du eher mit der Bildsprache? Ist schon eher so ein bisschen das Ego-Ding, sozusagen. Da habe ich noch geile, wenn ich jetzt pose, alle Kameras auf mich, mache ich noch das, dann kann ich das posten und so und die Leute sehen. Weißt, ich glaube, den Leuten denen ist das mega bewusst. Aber logisch, wenn du ein Leben hast als Fußballer, du spielst einfach die ganze Zeit nur Fußball und hast Asi-Fame online, ja, dann ergibt sich das wahrscheinlich, oder? Obwohl der Zimba jetzt nicht wirklich Online-Fame hat. Aber, Nein, und er hat eigentlich auch nichts mit dem Derby. Also klar, in dieser Saison schon. Aber gut, ausser der verlängert oder wird übernommen, weil er gehört ja den Young Boys. Ist das richtig? Oder? Das habe ich richtig im Kopf. Ja, du. Ja, werden wir noch ein paar Mal sehen. Er lebt für den Club. Ja. Genau, er war so motiviert, da hat er sogar übertrieben. Und hat noch eine rote geholt. Mit einem Ellenbogenschlag war sicher ein Rippenbruch beim Camberi. Ich glaube, der musste Notfall eingeliefert werden. Ja, und fällt ja jetzt aus bis Saison 28, 29. Also, ja. Das ist schon heavy. Ich glaube, er ist sich am Überlegen, ob er die Schuhe an den Nagel hängt. Das habe ich jetzt heute gelesen. Aber ich weiss nicht, ob es so weit Nein, Tim, ich gebe dir recht. Völliges Geschauspielere. Und ich meine, hast du gesehen, was er nachher gesagt hat? Er hat ja noch Stellung genommen zu dem und hat gesagt, dass er sich dem völlig bewusst war. Er hat gesagt, ja, ich weiss, ich bin schlecht im Schauspieler und so. Aber er hat die Rote provozieren. Er hat es wirklich so gesagt. Okay. Und der Fakt ist voll dumm vom Zimba, weil du weißt, wenn die Kamera und der VAR das sieht, gibt es Rot. Und der Camberi macht das, was jeder Fußballer heutzutage macht, Rot provozieren, und so haben sie gewonnen. Also schlussendlich hat er etwas Wichtiges gemacht. Er ist abgelegen und hat seinem Team zum Sieg verholfen. Und das ist voll daneben, weil es hat ihm sicher nicht wehgetan. Aber heutzutage musst du dir als Fußballer doch einfach bewusst sein, jeder Scheiß, den du machst, wird tracked und beobachtet. Oder siehst du das anders? Nein. Kann ich null widersprechen, leider. Finde ich dann eigentlich auch noch fair, dass er ansteht und sagt, ja du, es ist halt so. Und er hat ja recht. Eben wie du sagst, so gibt es die Rote, sonst gibt es nicht, wenn er nicht umgeht. Und am Schluss ist der Zimba einfach der die blöde Aktion macht. Und da kann man in dem Sinne nachher niemand anders dafür verantwortlich machen. Voll, ja. Es ist halt eben, gell? Es ist ist ultra typisch, oder? Du spielst eigentlich nicht so gut, aber dann schaffst du es 1-0 und dann kommt so eine Mini-Hoffnung. So, nur eine Mini-Hoffnung. Ja. Und zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mal gedacht, so, jetzt geht es dann in die Hose und dann kommt so die Rote und dachte so, ja, logisch, klar. Es ist ja GC. Ja, stimmt. Hallo. Blöd. Ja. Genau. Und darum, ja, ich muss sagen, es hat nachher null Bock mehr gehabt, nach dieser Roten. Null. Logisch. Null Bock mehr, weil ich genau gewusst, was kommt. Ich habe es einfach gewusst. Ich kenne den Sauladen mittlerweile genug gut. Ja, ich muss dann auch sagen, ich habe dann eine halbe Stunde später hat noch City Brentford angefangen, habe ich den angefangen einstellen auf dem Laptop. Und
das Derby wirklich so auf dem Fernsehen noch laufen lassen, habe so geschaut und so, aber dann habe ich so gemerkt, so, oh shit, das Derby ist ja schon weitergegangen. Die zweite Halbzeit so irgendwie, ich weiss nicht, das müsste so die 60. Minute, schaue ich so über, 2-1. Da habe ich wirklich lachen. So. Alles gut. Ja. Gut. Wie erwartet. Ja, und trotzdem kommen wir jetzt noch einen Penalty über und haben nochmal die Chance zum Ausgleichen auf 2-2, beziehungsweise einfach einen Punkt holen, einen wertvollen Punkt. Ja. Und an der Asp, hat auch verkackt. Also, beziehungsweise, ja, hat der Huber ja mit dem Fuß gesaved. Ist das richtig? Ich bin jetzt unsicher, aber ich glaube, er hat mit dem Fuß. Und hat ja dann auch fast wirklich, also wie sie auf den Huber losgegangen sind, die FCZ-Spieler, der hat ja wirklich ein Flattern bekommen. Was ist das? So, hängt, Jungs, hängt! Ja, voll. Aber gleich krass, oder? Man kommt sogar nochmal an und schafft es dann gleich nicht. Ja, man ist einfach, es ist verflucht. Es ist verflucht und verhext und alles irgendwie. Also das habe ich wirklich manchmal das Gefühl, es ist doch wie... Und auch aus Sicht vom FCZ, also dann merkst du als FCZ so, es geht also noch schlimmer alles, oder? So, eben du FCZ ultra shit, richtig schlecht die letzten paar Wochen. Alles läuft schief. Trotzdem schlagen es Vinti und GC und also das ist doch in der Vorsprung, den sie noch haben. Also, sie sind schlecht, sie haben eine schlechte Saison, aber nicht zu vergleichen mit GC und mit Vinti. Trotzdem noch. Also, ja. Exakt. Aber weißt du jetzt auch das Ganze eben vom Spielverlauf? Dann bist du eine Katastrophe, dann kommst du gegen GC und dann gehst du 1-0 in den Rückstand, denkst du, ja, okay, fuck. Und nachher holt GC einfach nur eine Rote für dich, völlig unnötig, verschießt noch einen Penalty und es ist einfach so... Einfacher geht es nicht mehr. Und hat man einfach wirklich nichts anderes verdient als GC. Und weißt du, das denke ich auch immer. Ich meine jetzt so, die Leute hören doch immer den gleichen Scheiß eigentlich. So, ich sage jetzt so ein Abels, der ist jetzt, glaube ich, die 3. Saison schon dabei. Der hört doch immer das Gleiche. Und jetzt müssen wir nochmal. Und nach jeder Niederlage wieder, jetzt müssen wir Gas geben. Und jetzt so voll, und das und voll. Das und so und so. Und also irgendwann, und dann kommt der neue Trainer und jetzt kommt der Zeidler und vorher kommt der und dann jetzt eine neue Ansprache. Und der Zeidler, mega cool, oder probiert andere Sachen, macht seine Ansprache auf dem Feld und so. Ja, aber... Ja. Ich glaube, das ist auch hure zermürbend und irgendwann auch einfach nicht mehr glaubwürdig. Gibt es das Wort? Glaubhaft? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Du bist so das Spieler, so eben, wie du sagst, zum 7. Mal, alles wechselt, sogar der Besitzer und alles. Und jetzt aber wirklich, und es verändert sich irgendwie gleich nichts. Und gleich verlierst du wieder das Derby. Und es ist so voll im Loop. GC ist voll im Loop gefangen. Ja. Und, We spend to lose. We spend to Barrage. Ist, wenn überhaupt. Aber ich glaube eben, das ist ja auch das Feeling als Fan, oder so. Es ist ja eigentlich ähnlich wie bei einem Abels, oder, wo seit 3 Jahren oder als Fan ja noch schon viel länger. Aber das habe ich jetzt wirklich gemerkt, so ich lasse keine Hoffnung mehr zu, so aus Wort und neuen Anstellungen und so. Weißt, so ein Zeitler, kann ich auch sagen, finde ich eigentlich noch eine coole Anstellung und so. Voll. Tipptopp. Ja. Aber Hoffnung kommt nicht auf, oder? Dass es jetzt viel besser wird. Oder, Nein, Hoffnung kommt wieder, wenn das Resultat anders werden. Wenn man merkt, geil, das Team harmoniert, das Team kann 2-3 Mal gewinnen. GC spielt nicht mehr immer um den 11., und den 12. und den 10. Platz, sondern vielleicht mal um den 6., und den 7. und den 5., so ein das. Dann kann man wieder darüber reden und dann kommt sicher wieder auch ein bisschen Hoffnung auf und ich glaube, GC ist so unattraktiv auch für andere Spieler, um dort anzuwechseln. Ich habe das Gefühl, Vinti ist fast, also klar, sie steigen wahrscheinlich ab, aber Vinti ist irgendwie fast attraktiver, auch wenn GC der viel grössere Club ist. Weißt du, was ich meine? Also, 100 Pro. Ja. Doch. Ja, doch. Ja. Auch, jetzt auch rein noch schon nur auf sportlicher Basis, oder? Und das hat man ja gesagt, das hat ja der Papi Schwarz noch gesagt. Also die Leute wollen nicht zu GC wechseln, oder? Die haben keinen Bock. GC hat ein mega schlechtes Image bei den Beratern, bei den Spielern, in dem ganzen Fußball-Kosmos. Auch die Fans haben jetzt auch nicht
die besten, oder die Fans kommen auch nicht die besten Rückmeldungen über und es wird nicht gut darüber geschrieben. Also es hat viel, es hat viele Punkte, wo man muss sagen, vielleicht auch als Spieler, ja, weiss ich jetzt nicht, ob ich jetzt dort Mega, ja. Wow, ja, gehen wir besser jetzt zu Vinti. Ich glaube, es gibt wieder mal etwas Positives zu berichten. Man glaubt es gar nicht. Es gibt wieder mal, ja. Der nächste Sieg nach dem Luzern-Sieg ist wirklich wunderprächtig am Samstagabend eingefahren worden. Zuerst den Abend eingeläutet mit einer 1896-Choreo von Lausanne, also auf Lausanner Seite. Weil Lausanne nice. und Vinti sind ja beide 1896 gegründet worden und die Fanfreundschaft, so 130 Jahre, alle zusammen. Recht schön gewesen, voll. Natürlich auch angefangen mit Lausanne Vinti Song und von dem her rein so von der Stimmung her recht gut. Ich weiss aber, auf dem Platz schenken sich die zwei Mannschaften nichts, noch nie. Ich habe mir dann auch irgendwann so gedacht, so zu mir vorgreifen, Alter Lausanne, sind jetzt mal ein bisschen lieb, Alter. Könnt ihr nicht einfach anfangen zu chillen und nicht die ganze Zeit angreifen, so Ende zweite Halbzeit. Ja, aber sind natürlich Spieler und sportlich ganz etwas anderes. Genau. Ja, der Start vom Spiel absolut stark von Vinti. Ich würde sagen, das stärkste rauskommen in einer Partie, wo Vinti gezeigt hat. Das Schwierige, was ich daran finde, ist, dass man einfach wieder so Chancen vergibt, wo man wirklich einfach den ersten und den zweiten Topf muss machen muss. Jetzt hat man Glück gehabt im Nachhinein. Man hat 2-1 gewonnen, aber man hätte etwa 4 oder 5 Treffer schiessen und macht dann eigentlich eben gleich nur 2. Und für das, was sie gezeigt haben, ist es einfach zu wenig gewesen. Auch die erste Halbzeit, das ist zu wenig gewesen. Aber eben, also top. Da sind wir wieder bei den 2 Burkhards, haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Burkhardt, so 2 verschiedene Seiten. Einfach auch wieder von Anfang an der beste Spieler auf dem Platz. Selbstsicher, schnell, Dribbling, verschiedene Varianten auf beiden Füßen. Hure cool. Wirklich, es hat mega Spass gemacht zum Zuschauen. Ja. Sind auch wieder mal recht viele Kollegen und Kolleginnen gekommen. Wirklich cool gewesen. Genau. Ja. Dann kommt es eigentlich zu einer ersten Gale, wo der Rohner holt, recht schnell. Das ist, glaube ich, die 8. in dieser Saison. Meiner Meinung nach müsste gesperrt sein gegen GC auf der rechten Verteidigungsseite. Ich glaube, ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Im Transfermarkt hat es noch nicht gezeigt, aber meiner Meinung nach müsste er nicht auftreten. Genau. Und ja, nachdem eigentlich Vinti macht es weiter gut, eben ein 1-0 Burkhardt, Ekstase, voll geile Stimmung, weil ja, in dem Moment fängst du einfach an zu glauben. 1-0 Lausanne, Burkhardt, könnte es perfekter sein, Sonne, Samstagabend, es liegt etwas drin, oder? Ja, Alter, ja, also eben auch Vinti, muss ich wirklich sagen. Vinti hat immer wieder, auch wenn ich die Zusammenfassung schaue, finde ich, sie sind defensiv halt schon wirklich mega anfällig, aber ich finde offensiv, sie haben immer mega gute Chancen. Ehrlich gesagt, bessere als GC in der Regel hat. Muss ich wirklich sagen. Ich finde, weißt du, eben die Chancen vom Goyard am Anfang, der Hunziker auch, das sind 2 riesen Chancen. Dann machen sie 1-0. Also, da muss ich jetzt wirklich schon sagen, das finde ich bei Vinti wirklich noch interessant, dass sie so einfach, sie geben wie nie auf und ich finde, sie machen es amigs wirklich nicht so schlecht. Eben, hat Vinti nicht so eine abartig schlechte Defensive, oder man sieht es halt auch eben mit den fast 100 Goal und so. Muss ich sagen, die Offensive jetzt, eben, wir haben es ja das auch schon ein paar Mal gehabt, so Burkhardt, Goyard, Hunziker, eigentlich absolut Super League-würdig, oder? Absolut. Und du sagst genau das Richtige, oder? Und da muss man natürlich auch wieder daran denken, warte schon, wer hat denn die Saison? Burkhardt hat eigentlich 80% von der Saison verpasst. Der Lütti genau auch. Das sind Spieler, die halt Winterthur ausmachen. Und jetzt sieht man es wieder. Burkhardt im Riesen hoch und plötzlich macht man Goal in Genf, irgendwie 3 Goal. Man gönnt die Heim gegen Lausanne. Ich sage, oder? Also, es hat halt natürlich auch viel Verletzungspech gegeben, die ganze Saison. Und jetzt merkt man aber, wow, die können eigentlich schon. Und in dieser Konstellation mit dem Kasami und dem Zuffi und genau wie das, die Startelf hat man noch nie gespielt diese Saison. Und meiner Meinung nach die beste Startelf. Also von dem her, jetzt spannend. Auf das Spiel gesehen. Voll. Hey, ja, und eben, es ist halt wirklich defensiv. Ich meine, du hast einfach, das hat man auch wieder gesehen. Oder? Ich komme gerade dazu, wir gehen in die Halbzeit und Zuffi holt noch Gel, muss ich sagen. Das ist leider auch so, dass er fehlt gegen die Grasshoppers morgen Abend. Zuffi und dann haben wir schon den Rohner. Genau, aber es können alle spielen. Nein, genau, einfach das auch noch zum Sagen. Ja, dann gehen wir in die Halbzeit. Lausanne schiesst dann, wie erwartet, mal das 1-1 und dann ist es wirklich kritisch geworden. In der Zwischenzeit
steht es auch 1-1 beim FCZ. Der FCZ hat ja gerade das Goal geschossen, kurz bevor Lausanne eigentlich zu Ausgleichstopf gemacht hat. Und auch da merkst du halt wieder das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ein sauberer, also ein Fehlpass, sage ich mal, ein schneller Konter. Hey, auch die ganze, oder Mirlind, Zuffi, Kasami, Arnold, das sind alles super in dem Sinn Spieler und auch wirklich viel Erfahrung. Aber da merkst du einfach, wenn die jemandem nachrennen, sie kommen nicht nach. Also es ist wirklich, als hättest du 32 Pace im FIFA und versuchst den Mbappe einzuholen. Es geht nicht. Ja, vor allem Lausanne hat alle mit 90 plus Pace auf ihrer Seite. Ja, genau. Sie bauen auf dem auf. Nein, also wirklich, und vor allem bei so schnellen Umschaltspiel merkst du wirklich, das ist wirklich der Kritikpunkt. Und gleichzeitig eben ein Kasami, der wirklich ganz einen guten Job gemacht hat diese Saison. Nicht immer, er ist langsam und so, aber wenn Vinti den Ball hat, also im offensiven Spiel eher, ist ein Kasami mega viel wert, oder? Oder auch ein Zuffi, der immer ein Auge hat, mega. Aber wenn es dann in die Defensive geht, sind sie einfach wirklich sehr, sehr träge und du merkst halt einfach das Alter völlig normal, oder? Genau. Ja, 1-1, alle hure nervös. Und da muss ich schon auch sagen, mein Puls war unangenehm hoch gewesen. Also jetzt ist so wirklich, dann ist in dem Moment eigentlich ein bisschen später die Nachricht auf dem Speaker gekommen. Zwischenresultat 2-1 für den FC Zürich und das Stadion dreht durch, oder? Hure laut. Was? Das haben sie einfach gesagt? Finde ich ja lustig. Ja, voll. Machen sie das immer? Ja, und Nein, gar nicht. Das ist wirklich lustig, ganz etwas Spezielles. Und ich habe in dem Moment gefunden, das weiss ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn du unseren Vinti-Spieler, wo dort, also du sagst eigentlich, Vinti, ich müsste ein Goal schiessen. Und dann ist es wieder, also baut da Druck auf, voll. Ja. Baut Druck auf. Und ich habe gedacht, nicht gut. Und ich glaube, der Leute hat es nachher gesagt, ich muss nachher noch mal schnell schauen, habe es irgendwo aufgeschrieben. Ja, die Spieler haben gesagt, der Hunziker genau, hat gesagt, das hat ihnen einen Boost gegeben, wie sie gewusst haben, jetzt müssen sie nochmal alles reinrühren, oder? Und haben sie dann wirklich auch gemacht. Es kommt, wie es muss. Hunziker kommt den Flanken über und eigentlich der schönste Kopfball, den du aus dieser Position kannst machen. Also easy so weit gut. weg, runter, schön reingedreht. Du kannst dir die Stimmung nicht vorstellen auf der Schützenwiese. Ganz, ganz ein geiler Moment gewesen. Voll. Glaube ich. Sehr, sehr schön gewesen. Und auch passend irgendwie, dass der Hunziker macht und auf die Art und Weise wieder. So gut. Ja. Einfach so Sehr. gut. So gut. Ich bin mega gespannt, Sehr. wo der nächste Saison, ob er jetzt bei Basel wirklich spielt oder ob er sogar noch weiter irgendwie. Mega gespannt. Ja, ich würde ihn irgendwie easy bei Luzern sehen. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe ihn, irgendwie hure bei Luzern. Aber Basel, ja, braucht natürlich einen. Voll. Ja, mega spannende Schlussphase. Eben auch da, also das sind die längsten 20 Minuten von meinem ganzen Leben gewesen, glaube ich. Also ich habe 3-mal auf die Uhr geschaut, sie ist einfach stehen geblieben. Und ja, dann weisst halt einfach auch, ein Goal bei jedem Ecke, wo Lausanne hat, bei allem, wo Lausanne gegen Führer macht, denkst du einfach, bitte nicht. Bitte. Ein Goal und die Saison ist vorbei. Das ist so krass. Ja. Das ist so unangenehm, ja, wo du einfach psychst. Vor allem, es ist ja immer psychend, wenn du eben hoffst, dass der Ball nicht reingeht. Das ist so ein komisches Gefühl. Unangenehm. Aber Vinti hat es wirklich gut bis zum Schluss gut verteidigt, bis eben in der 93. wo es noch einen Freistoß gibt. Und ich habe einfach mit den Jungs geschaut, Bro, wenn es jetzt in der 93. das 2-2 fällt, dann ist das einfach wie so ein herrlicher Abschluss für die Saison, der sinnbildlich für die ganze Saison steht. Das Spiel. Ja. Genau. Ist nicht so gekommen. Vinti holt ihn heim. Und auch die Mannschaft oder natürlich nochmal eine Ansprache bekommen von der Kurve, nochmal ein Schützenwiese. Wirklich, der Jubel hat nicht mehr aufgehört. Der Rahmen ist auch noch vorgekommen und es war einfach eine ganz positive Stimmung gewesen. Sie sind dann auch alle zusammen in der Kabine. Es hat keine Interviews gegeben, so ein bisschen als geschlossen oder nicht jetzt schon und ja, ist super und pipapo. Nur der Zuff ist nachher nochmal rausgekommen und hat gesagt, eben, der Rahmen hat eine Ansprache gehalten, aber überhaupt nicht so, in dem Sinne nicht so motivierend, sondern hart, sachlich und recht ruhig, weil der Fokus muss auf der Zielstieg liegen. Wir haben noch gar nichts geschafft, so ein das. Genau. Ja, finde ich aber auch richtig. Weil eben, es ist immer noch ein Weg. Klar, du musst jetzt natürlich auch die Hoffnung da abhalten und alles und das mitnehmen. Aber eben jetzt auch nicht irgendwie übertrieben. Am Schluss musst du immer noch 2 Siege holen, oder? Genau. Ja, aber einer ist geschafft und ich sage jetzt mal, was soll ich sagen? Ja, man muss 2 Siege holen, das ist sehr unwahrscheinlich, gebe ich dir recht. Und trotzdem, ich meine, ein Sieg gegen GC kann wieder komplett alles ändern. Also dann
Weil Vinti heim gegen Luzern. Luzern hat man das letzte Spiel auswärts geschlagen. Luzern, was vielleicht, ich weiß auch nicht, noch ein paar Junge reinrührt. Ich weiß es nicht. Und GC muss dann auch einen Sieg holen. Ein Punkt wird nicht mehr lang. Also, oh ja, in Lausanne. Ja, eben. Und Lausanne ist natürlich sehr motiviert wahrscheinlich dann ihre Freunde. Auch, also ich ja, weiß es geil. nicht. Nein, ich weiß es nicht. Voll. Nein, abschliessend möchte ich eigentlich 3 Sachen noch erwähnen. Die Statistik von dem Spiel war noch spannend, habe ich im Nachhinein gesehen. Also Vinti hat nur XG von 1,10 und Lausanne von 2,2. Sie haben mehr Schüsse, Lausanne, mehr Pass, mehr Ecken und wirklich alles in allem siehst du eine bessere Statistik. Und da finde ich jetzt für einmal irgendwie voll nicht, wo für das Spiel spricht. Also ich finde irgendwie, so wenn du das jetzt angeschaut hast, würdest du denken, Vinti voll unverdient gewonnen, aber ja, habe ich jetzt ganz anders erlebt, voll. Ja, habe ich lustigerweise auch während dem Pöde noch angeschaut. Ich habe gedacht, ist sie komisch irgendwie. Aber ich glaube, das passiert noch ab und zu, weißt, wenn eben so Vinti eigentlich lang besser und die anderen halt am Schluss noch mal so voll Gas geben und einfach Kopfball da, noch einen Schuss dort. Und dann tut es sich halt so ein bisschen auf. Aber ich habe auch gedacht, nur schon mit diesen Chancen in der ersten Halbzeit hätte ich jetzt gedacht, Vinti vor allem hat mehr als 1,1. Aber voll. Ja, ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist, genau. Das Zweite, an Capino noch ein Glückwunsch. Er hat einfach einen neuen Rekord. Noch nie hat ein Goalie so viele Paraden in der Super League gehabt. Also der Heinz Lindner von GC mit 152 Paraden. Der Capino ist jetzt bei 155 und kann ihn ausbauen, trotz 94 Gegengol. Ja, ich gerade sagen, das ist ja unglaublich, wie viele Schüsse der kassiert hat in der ganzen Saison. Krass. Einfach, er ist wirklich voll verballert worden. Ja, also von A bis Z, von allen. Ja, nein, er ist auch während dem Spiel mal wirklich, also beim 1-1 ist er hure hässig gewesen, hat auch den Balljunge nachher wirklich noch angestaucht, also dass er ist wirklich ausser sich gewesen. Aber eben, man kann ihn verstehen, man kann ihn einfach verstehen, eben der erste hat er und beim zweiten erwartet er einfach, dass ein Verteidiger dort steht und der Janet kann einfach rein, also ja, mit dieser Verteidigung muss man sagen, Capino, ich verstehe es. Aber er hat noch einen Vertrag, ich hoffe, der Brüder bleibt, aber ja, schwierig. Du, ich glaube, er fühlt sich schon wohl. Wohl. Und er ist ja jetzt, der ist glaube ich auch über 30, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Nein, das sicher. Er hat auch gesagt, ich meine, trotz diesen vielen Gegengol hat er erst mal im Interview gesagt, er hat sich noch nie so wohl gefühlt bei einem Club. Hat übrigens auch nie so viel gespielt bei einem Club wie jetzt bei Vinti. Und es hat er gesagt, ja, er würde gerne den Fans etwas zurückgeben und so. Wäre natürlich hure schön, ihn in der Challenge League zu sehen. Das wäre richtig unbedingt. Schön. Nein, Moment jetzt. Challenge League. Nein, das kann ich nicht mehr ändern. Das ist ausgesprochen. Ich meine, jeder Podcast. Gib mir ein Podcast, der wirklich bis am Schluss jetzt daran geglaubt hat und so ein Käse, das kann man nicht mehr, also nein. Ja, und das schon Letzte, seit dem Februar, oder? Ja, also immer auf dem letzten Platz gefühlt, nein. Und ja, was ich irgendwie, das tönt jetzt ein bisschen nach Eigenlob und ich finde es aber gleich, es ist wichtig zum erwähnen, weil jetzt, egal ob irgendwie Kasami, Hunziker, Burkhardt, Zuffi, wirklich alle haben es in den letzten 2-3 Wochen in den Interviews mehrmals gesagt, sogar der Rahmen, glaube ich. Sie erwähnen die Fans, speziell die Fans. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es abgemacht ist, aber sie sagen, ey, eigentlich haben wir den Support nicht verdient von dieser Saison. Und das sind sie sich auch bewusst. Sie haben überhaupt nicht die Leistung gebracht, um so eine gute Stimmung der Fans zu spüren bekommen. Und das finde ich irgendwie geil. Finde ich geil, auch Fan ein Teil von dem zu sein. Auch wenn man sachlich schaut, hey, ja, schlechte Saison, man geht wahrscheinlich runter. Der Support hört wie nicht auf. Und ja, finde ich einfach geil. Das wollte ich noch erwähnen, weil mir wirklich aufgefallen ist in den Interviews, es sind wirklich, nicht einer sagt nichts zu dem. Also voll cool. Ja, du, ich glaube, das kann schon etwas ausmachen. Jetzt so in einem Abstiegskampf. Ich meine, das ist ja wirklich geil, dass so die Stimmung ist einfach immer gut bei Vinti. Und ich finde, das macht eben schon wahrscheinlich einen rechten Unterschied für die Spieler. Oder im Vinti hast du so ein bisschen die Stimmung von, ja, du, wenn wir absteigen, ist nicht so mega schlimm und so, genau. Und jetzt geben wir aber nochmal Gas und wenn wir verlieren, ist alles easy und so. Und bei GC ist halt eher so, wenn wir verlieren, Alter, dann müssen wir das Liebling abgeben. Ja, voll. Ist halt schon, genau. ja, verstehe ich schon. Ja. Dann schaffst du halt viel mehr mit der Angst, oder? So ein bisschen, der Psyche ein bisschen so und so. Ja. Eben, wo wir ja auch nach Lausanne da besprochen haben. Punkt. Ja, du, jetzt...
Und darum glaube ich schon auch, dass Vinti geht mit ins Spiel jetzt gegen GC, wir können etwas gewinnen und GC kann eigentlich nur etwas verlieren, oder? Und ich glaube so, eben Das vom Kriegler Mac. Ja, das ja, könnte Kriegler Mac. definitiv, Mac. Ja. Wirklich. Ey, Ja, ich bin jetzt absolut. richtig, und das ist ja, wie du gesagt hast, habe ich noch ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das ja schon morgen ist. Ja, Mann. So geil. Samstag Vinti, Lausanne, heute war du zu Aarau, morgen auswärts ins Letzte. Geile Gehst? Woche. Ja, auf jeden Fall. Ja, Ferien genommen die ganze Woche, oder? Top. Da kannst du also richtig ja. Gas geben, wenn es einen Sieg Kann gibt. ich richtig Gas geben. Ja, wahrscheinlich als Einziger am Dienstagabend. Nein, aber ich freue mich. Also, ja, ich freue mich natürlich. Aber vielleicht ist es auch der letzte Kampf. Und ja, dann ist es so. Ich meine, jetzt nur schon. Tim, in einer Woche ist die Super League fertig. Also, ja, aus der Barrage natürlich. Aber noch 2 Spiele und es ist immer noch nicht klar, dass Vinti fix runtergeht. Das ist doch so skurril irgendwie nach dieser Saison. Das ist krass. Völlig. Ey, und jetzt, gut sagst du es noch wegen der Barrage. Die Barrage ist jetzt dann gerade eigentlich. Also, wenn ich jetzt das richtig gelesen habe, es war ja einmal im Chat noch so ein bisschen die Frage gewesen, und da hat es geheißen, ja anscheinend am 18. 6 Barrage. Das erste Spiel. Das ist heute in einer Woche. Aber ich habe dann noch so ein bisschen gegoogelt und so. Ich habe irgendwie nie nicht so richtig gesehen. Ich glaube, das ist immer noch nicht so ganz offiziell, wenn jetzt die scheiß Barrage ist. Das finde ich irgendwie noch crazy. Weil weil man wegen dem Stadion auch, oder wie? ich glaube es, ich nehme es an, es ist wegen dem, dass es noch nicht ganz fix ist, weil GC immer noch ein Stadion sucht. Die haben wahrscheinlich keins. Und dann gibt es ein 0-3, oder was? Ja, wahrscheinlich ein Geisterspiel irgendwo. Auf dem Campus oder so. Also, das fände ich eigentlich auch noch spannend. Wenn es dann heißt, ja, Geisterspiel auf dem Campus und so, dann wird da sicher noch irgendetwas passieren mit den Fans. GC ohne Fans gehen voll ab. Ja, eben, ja. GC genau. würde auftauchen. GC würde Böller rühren. GC würde singen vor dem Ding. Also ich glaube, ja, das eben, es wäre dann so. Man wüsste es auch. Ja. Mhm. Darum, ich bin mega gespannt, wie jetzt das... Und eben, ich glaube, es ist einfach nicht fix, wenn die Barrage ist, aber sie ist damit bald. Wirklich das erste bald. Spiel und das zweite ist ja, glaube ich, Ende Mai, oder? 29, ich weiß nicht, das zweite ist Ende Mai. Nein. Das ist etwa 3 Tage nach dem ersten das Rückspiel. Wirklich? Ja, das auf jeden Fall. Okay. Also die sind mega bald. Beide Spiele werden mega bald sein. Mega bald, finde ich geil. Ja, mega bald. Mega bald, ja. Nein, ja, easy. Sind wir gespannt, was GC macht. Und nein, mal schauen. Wenn jetzt heute... Ja. Alter. Also, ja, gehen wir in die Tipps, oder? Würde ich sagen. Ich würde sagen, wir können ja vielleicht den Challenge League-Tipp noch mitnehmen. Was tut's Thun? Was tut's Aarau, genau. Thun ist ja schon das da. war letztes Jahr. Ja, voll. Voll. Was tut's Aarau? Ich hoffe natürlich auf ein Goalfest. Und ich hoffe irgendwie auf ein 3-2 Aarau. Auch wenn es, ich weiß auch nicht. Irgendwie, eben, es gibt wie Vor- und Nachteile. Das habe ich jetzt erst gerade mit einem Kollegen besprochen. Oder eigentlich fände ich, wenn Vinti runtergeht, Aarau bitte drinnen bleiben. Bitte drinnen bleiben. Verkackt es bitte am Schluss. Und gleichzeitig, was tut's, gehört einfach nicht in die Super League. Das ist auch so, nein, einfach ein grosses Nein. Wenn aber jetzt Vinti runtergeht und es kommt ja auch ein bisschen darauf an, möchte ich eben, wenn jetzt sagen wir GC, Aarau, Barrage wäre, will ich dann in dem Sinn GC in der Super League für dich, weißt du so, und auch gegen Vinti wäre es gut, weil GC grundsätzlich ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat und sicher wieder direkt anwendet. Und dort würde ich dann aber auch geil finden, wenn GC runterkommt, dass wir weiter zusammen im Podcast reden. Also es hat wie für mich es ist so ein bisschen alles. verschiedene, ja genau, ein bisschen alles. Voll. Aber 3-2 Aarau, fände ich geil. Ja, ich habe jetzt auch gerade noch mal überlegt. Ich glaube, also ich hätte auch mehr Bock Barrage gegen Vaduz, weil es wieder etwas Neues ist. Aarau war ja schon. Ja. Darum hoffe ich auch auf Aarau und tippe auf ein 2-1 für Aarau in diesem Match. Sehr schön. Sehr schön. Gut, gehen wir ins Letzte. Ja. Das ist jetzt wirklich schwierig. Also ich gehe sicher nicht auf einen Sieg, Vinti, oder einfach rein... Ein Sieg, Vinti, ist sowieso das Schönste, was passieren könnte. Darum gehe ich auf so ein 2-2. Und ja, der Knickbruch in dem Sinn. Ja, du... Weil Vinti muss alles rühren. Und
und GC wird schnell kontern mit dem Jensen. Also ich glaube, beide machen Goal. 2-2, ja. Vinti hat eine Quote von 4,1. Und das gegen GC. Das ist eigentlich auch fraglich. Aber wenn wir jetzt Gut, nochmal 100 Stutz. 100 drauf, ja, das fände ich hure geil. Das fände ich richtig geil. Weißt du noch wegen der Gesperrten und so? Es ist ja so, der Zimba ist gesperrt bei GC, Roner Zuffi bei Vinti. Was ich noch lustig finde, was man auch aufpassen muss, von einer Sperre bedroht bei Vinti ist Sitterle, Danzoko, Durer, Hunziker, Capino, Jeschu, Jankiewicz, Maluvunu. Alle! Ich weiss, das ganze Team. Ja. Also das könnte noch gruselig werden gegen Luzern. Wenn es dann noch um etwas geht, dann müssen sie wirklich eigentlich aufpassen. Weil, stell dir vor, jetzt 4 von diesen fehlen, dann ist es wirklich sehr schwierig. Aber der Zuffi ist zurück. Nein, voll. Absolut. Genau. Und was ich auch noch spannend finde, eigentlich, wenn es um etwas geht, verkackt GC immer, oder? Ausser gegen Vinti. Da gewinnen sie dann eigentlich doch meistens. Darum, fair. Lange Rede, kurzer wer ist denn Sinn. wieder ist der Lee im Sturm? Oder wer kann man dort erwarten? Der Frey? Ja, ich nehme an, der Frey, ja. Ich nehme es an, der Frey. Ja, voll. Also würde ich jetzt lieber sehen, ehrlich gesagt, der Frey. Ja, absolut. Und da hat man mit dem Frey auf GC-Seite und Hunziker auf Vinti-Seite so ein bisschen einen ähnlichen Tank dort vorne drin, der einfach den Ball kann abschirmen und warten, bis der Jensen oder der Burkhardt wieder vorne ist. Oder einfach so. Genau, das macht der Frey und der Hunziker easy ähnlich. Einfach ihren Körper so reinstellen, dass nie, also Ball abschirmen und weiterschicken. Voll. Ja, exakt das. Ja. Voll. Drum, was ist denn dein Tipp? ich glaube, es ist wirklich hure schwierig, aber ich glaube sogar GC gönnt 2-1 am Schluss. Wird mega knapp und am Schluss bindet alles für GC noch so, weißt du, wie der Frey sozusagen, so beim letzten Spiel, so ins leere Goal oder so etwas noch ganz am Schluss. Und dann ist es vollbracht. Genau. 2-1, ja. Bene. Gut. Bon. Ja, haben wir das für heute. Und ich freue mich sehr auf die Fußballwoche. Ich meine, ich bin jetzt wirklich viel Spiel schauen diese Saison. Muss ich sagen, bin ich eigentlich stolz. Nein, nicht stolz, aber ich muss sagen, ist geil. Das Ding ist, wenn jetzt GC gewinnt, du weißt ja, Auffahrt bin ich mit 17 Kollegen weg. Also wir sind ja, unser Auffahrtswochenende ist ja solche Tradition. Gehen wir ins Brunital. Ja, genau. Und Sehr das letzte schön. Spiel verpassen wir. Beziehungsweise schauen wir immer auf den Beamer. Wenn jetzt wirklich Vinti gegen GC gewinnt und ich das letzte Spiel verpasse, Das dann wäre schon guckt es mich schon gewaltig. Ja. Auf die andere Seite mit 18 Fußball- oder FCW-Kollegen den Match schauen und dann am Samstagabend den Klassenerhalt feiern im Fall des Falles, wäre natürlich sowieso auch schön. richtig geil, ja. Ja. Aber es würde wahrscheinlich... ja. Also ich kann noch fragen, ich habe jetzt gerade gedacht, ich könnte mir spontan noch eine aufnehmen. Aber ich weiss nicht, bist du am Donnerstag schon weg? Donnerstag bis Sonntag. Ja, aber ich würde sagen, machen wir sicher wieder am Montag, oder? Klassisch wie immer. Ja, weißt, ich hätte jetzt nur gedacht, wenn wir ein Spezial machen am Donnerstag oder so, eine Aufnahme, weißt, für jetzt den, aber dann geht es wahrscheinlich nicht auf. Ja, Weil- gut, Mittwoch hätte ich Zeit. Aber Bro, ich merke gerade, das können wir ja einfach auch nachher besprechen. Ja, voll. Easy. Ja. Vielleicht kommt der Epi. Also, vielleicht kommt der Epi. Vielleicht auch nicht. Voll. Genau. Ja, wie Okay. immer, danke viel mal fürs Zuhören. Wir sind ein bisschen überrascht, wie viele Leute das dann plötzlich wieder einschalten. Und je nach Spieltag, wenig sind es nie, aber trotzdem, man merkt schon einen Unterschied von irgendwie 300 Leuten. Also irgendwie von, weiß auch nicht, das ist schon noch krass. Ich finde das irgendwie erstaunlich. Es macht ja auch Sinn. Ich habe erst meiner Freundin gesagt, wenn Vinti 7-0 auf den Latz bekommt, dann gehe ich nicht die 3. Halbzeit hören, wie schlecht Vinti Eben, war. gell? Also, Das macht das so hat viel schon aus. etwas. Ja, ist Aber bei mir gleich, genau für die, gleich. für die immer hören, einfach grosses Dankeschön, auch wenn es nicht gut läuft. Wir leiden mit euch. Voll. Und alle anderen, sonst immer einschalten gerne. Nein, Genau. Ein bisschen mehr Respekt. Nein. Ein bisschen Respekt. Nein, Tim, coole danke Sache. fürs Reden. Danke allen. Und Und ja, Yes. gute Woche. Egal, wer Fan sind. Es bleibt spannend. yes. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Noch einmal ein Einwurf für Zürich. Keita. Stahl. Der Ball kommt zur Mitte.
was will man noch mehr?